Der Bauernkrieg von Paul Münch, 8. Teil, Krieg. Und die Bauern haufe Ricke gleich am anderen Tag auf Heimbach und verlangen fest und trotzig Übergab auf Gnad und Ugnad. Doch der Prior und die Brüder, die verstehen sich auf die Waffe und er setzt a blutig Feste. Aber abends glänzt am Himmel rot wie Blut ein greller Schimmer, Kloster Heimbach leiht in Trümmer. Und der Heiner und sei Bauern suchen zwischen Brand und Mauer lang und gierig nach dem Junker. Aber wie und wo sie suchen, er ist fort, ist nicht zu finden. Wilde Wut packt dort die Bauern, weiter ziehen sie und brennen alles zusammen, ohne Rücksicht. Und kein wehrlos, friedlich Kloster, wo nicht racht. Stiftklinge Münster, Hört und Äußerdal, die Limburg brennen sie im Zorn, im Blinde. Und die arme Klosterbrüder ziehen draußen rum als Bettler. Und auch beten sie und beten für ihr wilde Freund, die Bauern. Beten wie am Kreuz der Heiland. Gott im Himmel, sei der Bauern gnädig, weil sie doch nicht wissen, was sie tun. Erbarm dich um sie. Doch die Bauern brennen weiter, brennen zusammen Städt und Dörfer und das Land verkummt im Elend. Auf'm Feld verdirbt das Futter und es Korn verfault im Acker. Und der Palsgraf packt de Jammer, Bote schickt er zu de Bauern, eu zu stille Brand und Morde. Er wollt frei und ehrlich prüfen, was sie auszusetzen hätten. Doch der Heiner lässt ihm sagen, er kriegt das Land kein Friede, bis mein heidischer Schwur erfüllt ist, bis der Mörder von meinem Mädchen tot von meiner Hand im Blut leiht. Auf die Antwort zieht der Palsgraf mit der Landsknecht und mit Reiter in den Krieg. Der Heiner aber sammelt schnell seine ganze Mannschaft in de Peterschemer Mauer. Und der Palsgraf und die Bauern warten mutig, doch voll Sorge auf die Schlacht am anderen Morgen.